SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Die Themen vom Sonntag, dem 16. August. Die Waadtländer Mitte-Regierungsrätin Valérie Dietli kandidiert wieder, obwohl sie den Rückhalt der Parteispitze verloren hat. Die Ärztin Christiane Piepel von Ärzte ohne Grenzen kümmert sich in Kongo-Kinshasa um Ebola-Kranke. Eine belastende Arbeit, aber auch eine, die sich lohne. Zu sehen, dass dann doch welche geheilt entlassen werden, die Familien zu sehen, das ist schon sehr bewegend. Im Echo-Gespräch erzählt sie aus ihrem Alltag in einem Spital in der Provinz Ituri. Dann, in der Schweiz kommen überdurchschnittlich viele Kinder per Kaiserschnitt zur Welt, mit großen regionalen Unterschieden. Die Spitäler spielen dabei eine zentrale Rolle. Und eigentlich können es Spanien und Portugal gut miteinander. Wäre da nicht die kleine Grenzstadt Olivenza, die, so finden die Portugiesen, doch eigentlich zu ihnen gehöre. Das könne sie nicht verstehen, so eine Bewohnerin. ¿Y ahora para qué? Yo qué sé, si nos llevamos bien, ¿no? ¿Para qué quieren esto para allá? Qué tontería. Ein Unsinn sei das, sagt sie. Zum Schluss hier im Echo der Zeit. Es war im Kanton Waadt die politische Frage des Sommers. Kandidiert Regierungsrätin Valérie Dietli noch einmal oder nicht? Nun hat die umstrittene Mitte-Politikerin in der Zeitung Le Matin Dimanche die Antwort gegeben. Ja, sie will es noch einmal wissen, gegen alle Widerstände. Die Analyse von Westschweiz-Korrespondent Roman Villinger. Hartnäckig und forsch, so hat man die Waadtländer Regierungsrätin Valérie Dietli kennengelernt. Eine junge Deutschschweizerin, die vor 4 Jahren völlig überraschend einen Sitz in der Waadtländer Regierung geholt hat. Eine, die eine fragwürdige Steuerpraxis in Frage gestellt hat und dabei auf viele Zehen getreten ist. Eine, die das beurteilen wohl irgendwann die Gerichte. Eine, die dabei möglicherweise auch Gesetze verletzt hat. Eine Mitte-Politikerin auch, die nicht aufgibt und jetzt also noch einmal antritt bei den Regierungsratswahlen Anfang nächstes Jahr. Obwohl die Ausgangslage hochgradig schwierig ist. Sie selbst spricht von David gegen Goliath. Ob Dietli, wie der biblische David, Gott auf ihrer Seite hat, muss hier offen bleiben. Sicher ist aber, die 33-Jährige hat nach wie vor treue Anhänger, die sie schätzen für die Hartnäckigkeit, mit der sie die Waadtländer Politik aufmischt. Aber Dietli hatte sich in ihrer ersten Amtszeit auch mit vielen verscherzt. 2 Strafverfahren laufen gegen sie, in der Waadtländer Regierung ist sie isoliert. Ihre einstigen Verbündeten von der FDP und der SVP wollen nicht mehr mit ihr in den Wahlkampf ziehen. Und sogar das Präsidium ihrer eigenen Partei kommt zum Schluss, man wäre besser dran ohne ihre Kandidatur. Dass es so weit gekommen ist, liegt auch an Dietlis Forschheit. So hat sie sich mit Spitzenleuten ihrer Verwaltung verkracht, weil sie mutmaßlich ihre Kompetenzen überschritten hat. Sie hat sich mit ihren Regierungskolleginnen und Kollegen überworfen, weil sie nicht immer offen kommunizierte. Dass es so weit gekommen ist, liegt aber auch daran, wie ihre Regierungskolleginnen und Kollegen mit Dietli umgesprungen sind. Das begann schon bei der Ämterverteilung vor 4 Jahren. Dietli, damals erst 29, ohne relevante politische oder berufliche Erfahrung, musste mit den Finanzen das vielleicht schwierigste Departement übernehmen. Und als es dann zu Konflikten innerhalb der Steuerbehörde kam, halfen ihr ihre Regierungskollegen nicht, sie ließen sie fallen, entzogen ihr das Finanzdepartement. Das wirkte zeitweise wie Mobbing. Wenn Dietli nun trotz allem noch einmal kandidieren will, zeigt das ihre Stärke und ihre Schwäche, ihre Hartnäckigkeit und ihre bisweilen übertriebene Forschheit. Anfang September wird sich zeigen, ob sie damit die Basis ihrer Partei überzeugen kann. Dann entscheiden die Delegierten der Waadtländer Mitte nämlich, ob sie Dietli weiter unterstützen oder nicht. Valérie Dietli, auch das hat sie heute klargemacht, würde gegebenenfalls auch ohne Partei antreten als unabhängige Kandidatin. Das ist ihr gutes Recht. Aber es fragt sich, wann Hartnäckigkeit in Starrsinn kippt. Westschweiz-Korrespondent Roman Villinger. Im Osten Belgiens, nahe der deutschen Grenze, wütet weiterhin ein Waldbrand. Die Behörden sprechen vom größten Brand in der Geschichte des Landes. Mehr dazu in der Nachrichtenübersicht mit David Burkhardt.
Der Brand ist weiter nicht unter Kontrolle. Mittlerweile ist eine Fläche von 27 Quadratkilometern abgebrannt. Das entspricht der Fläche des Brienzer Sees. Der Brand brach am Freitag aus in einem Moorgebiet. Auf belgischer Seite wurden mehrere hundert Menschen in Sicherheit gebracht. Auf der deutschen Seite der Grenze hat sich die Lage entspannt. So rechnen die Behörden der Stadt Monschau nicht mehr damit, dass das Feuer auf deutsches Gebiet übergreifen wird. Eine Entspannung gibt es auch 20 Kilometer entfernt bei einem anderen Waldbrand in der deutschen Gemeinde Hürtgenwald. Dort melden die Behörden, der Brand sei inzwischen unter Kontrolle. Nach dem schweren Erdbeben im Osten Indonesiens ist Hilfe ins Katastrophengebiet unterwegs. 275 Tonnen Hilfsgüter seien auf einem Armeestützpunkt in der Nähe der indonesischen Hauptstadt Jakarta eingetroffen. Diese würden nun in die betroffene Region gebracht, teilt die Katastrophenschutzbehörde des Landes mit. Das Beben vor der indonesischen Insel Flores gestern Morgen hatte eine Stärke von 7,7. Laut Behördenangaben kamen dabei mindestens 53 Menschen ums Leben. In Simbabwe ist die Opferzahl nach dem Kentern einer Fähre auf 80 gestiegen. Dies nachdem 8 weitere Leichen geborgen worden sind. Das teilte die Polizei des südafrikanischen Landes auf X mit. Die Fähre war auf dem Kariba-See bereits am Dienstag gekentert. Laut Schätzungen war sie überladen. So sollen über 150 Menschen an Bord gewesen sein. Erlaubt gewesen wären deren 90. Der Kariba-See ist der größte künstliche Stausee der Welt, gemessen am Volumen. Er liegt im Grenzgebiet von Sambia und Simbabwe. Nun in die Schweiz, genauer in den Kanton St. Gallen. Nach fast 20 Jahren im Nationalrat bekommt SVP-Politiker Lukas Reimann eine neue politische Aufgabe. Reimann wurde heute in seinem Wohnort Wil in die Stadtregierung gewählt. Was diese Wahl für Reimanns Zukunft im Nationalrat bedeutet, ist zurzeit offen. Die Herbstsession im Nationalrat mache er sicher noch mit, sagte Lukas Reimann gegenüber SRF. Neben einem neuen Stadtratsmitglied wurde in Wil heute auch ein neuer Stadtpräsident gewählt. Andreas Breitenmoser wird neuer Präsident der drittgrößten Stadt im Kanton St. Gallen. Der Mitte-Politiker folgt auf seinen Parteikollegen Hans Mäder, der das Amt nach etwas mehr als 5 Jahren wieder abgibt. In der Bündner Kantonshauptstadt Chur haben dieses Wochenende rund 95.000 Menschen am Stadtfest gefeiert. Die Behörden ziehen laut eigenen Angaben eine positive Bilanz. Das Churer Fest sei weitgehend friedlich verlaufen, teilt die Stadtpolizei mit. Insgesamt habe man 44 Mal intervenieren müssen, unter anderem bei Streitereien. Die Rettungskräfte behandelten 91 Personen. Viele von ihnen hätten wegen der Hitze Kreislaufprobleme gehabt. Im Val Rosecci im Engadin ist eine Pferdekutsche verunfallt. Eine Frau kam dabei ums Leben, 12 weitere Personen wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Die Verunglückten seien Teil einer Reisegruppe gewesen, die mit Kutschen aus dem Val Rosecci nach Pontresina fahren wollte. Dabei habe der Kutscher eines der Gespanne bemerkt, dass die Bremsleistung ungenügend gewesen sei. Bei einem Ausweichmanöver sei dann ein Pferd gestürzt und die Kutsche habe nicht mehr gelenkt werden können. Die Kutsche prallte laut Mitteilung gegen einen Baum. Dadurch seien die Fahrgäste teilweise aus der Kutsche herausgeschleudert worden. Zum Sport. Der Schwinger Fabian Staudenmann ist nach seinem heutigen Sieg auf der Schwegalp der große Favorit für den Saisonhöhepunkt. Min Maruk. Der Berner Staudenmann gewinnt am Fuße des Sentis bereits sein 6. Kranzfest dieser Saison. Als einziger gewinnt er jeden der 6 Gänge. Staudenmann ist der beste der starken Berner, die den einheimischen Nordostschweizern auch als Team klar überlegen waren. Hinsichtlich des Kilchberg-Schwingers in 3 Wochen ist Staudenmann in seiner aktuellen Form der klare Favorit. Fabian Staudenmann hat das Kilchberger schon vor 5 Jahren gewonnen. Im Fußball haben sich die Clubs aus der Super League in der ersten Cup-Runde keine Blöße gegeben. Alle 11 Schweizer Clubs aus der höchsten Liga stehen in der zweiten Runde. Die heutigen Resultate: Luzern gewinnt gegen Burgs mit 3:0, St. Gallen schlägt Talwil ebenfalls mit 3:0, Sio dominiert bei Kerzers mit 6:1, Lugano holt sich beim 10:1 gegen Vedecio den klarsten Sieg und auch Meister Thun gewinnt beim 6:0 gegen Saxon souverän. Bleibt das Wetter, David Burkhardt?
Heute ist es teils sonnig, teils bewölkt. Vor allem in den Alpen gibt es lokale, teils kräftige Gewitter. Morgen ist es dann wechselnd bewölkt bei 24 Grad und es gibt stellenweise kräftige Regenschauer und Gewitter. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht es weiter mit Kaiserschnittgeburten und der Frage, warum die einen Kantone eine deutlich höhere Rate haben als andere. Mit dem Streit um Olivenza in Spanien und den Gründen, weshalb Portugal Ansprüche geltend macht auf die Grenzstadt. Und jetzt gleich mit Eindrücken aus einem Ebola-Spital in Kongo-Kinshasa. Die Ebola-Epidemie in Kongo-Kinshasa könnte nie dagewesene Ausmaße annehmen, warnte diese Woche die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Krankheit breitet sich rasant aus, die Ansteckungen nehmen exponentiell zu. Bisher sind über 4.300 Ansteckungen offiziell erfasst, über 2.000 Personen sind gestorben. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Der Ebola-Ausbruch ist schwer einzudämmen. Das Zentrum des Ausbruchs liegt in der Provinz Ituri im Osten des Landes, ein Gebiet, in dem die Sicherheitslage äußerst angespannt ist. Dort arbeitet die deutsche Ärztin Christiane Piepel für die Organisation Médecins Sans Frontières in einem Spital, das auch Ebola-Kranke behandelt. Nach ihrem Einsatz am Freitag hat sie meiner Kollegin Christina Scheidecker ihren Arbeitsalltag geschildert. Ich bin vor allem hier, um die betroffenen Patientinnen und Patienten zu behandeln. Und das heißt, es geht um klinische Versorgung. Und das heißt, dass man natürlich immer wieder im Schutzanzug dann reingeht in das Behandlungszentrum. Was aber auch bedeutet, dass es sehr, sehr, sehr heiß ist in dem Schutzanzug, dass man wirklich wahnsinnig schwitzt. Teilweise habe ich wirklich danach meine Füße im Wasser stehen. Mir war nicht klar, dass man so viel schwitzen kann. Und man kann auch nicht länger als eine Stunde in diesen Anzügen aushalten. Es ist wie so eine Art wasserdichter Ganzkörperanzug. Und das heißt, in immer wieder anderen Gruppen oder Teams gehen wir rein ins Behandlungszentrum und versorgen die Patienten im Sinne von, dass wir versuchen, ja vor allem auch Leiden zu lindern, dass man schaut, dass die Menschen, wenn sie viel Wasser verlieren, durch Erbrechen und Durchfall, dass man das als Infusion gibt oder sonst auch, wenn die trinken können, natürlich als Getränk. Dass man aufpasst, dass die nicht unterzuckern, dass man frühzeitig, wenn da Blutungszeichen sind und die Leute anfangen zu bluten, dass man guckt, ob man Medikamente geben kann, die das vielleicht ein Stück weit verhindern können, beziehungsweise dass man Bluttransfusionen geben kann. Ganz vielfältig, je nachdem, wie der Ebola-Fall bei dem entsprechenden Menschen halt läuft. Wie sind denn Sie und wie ist das Spital, wo Sie arbeiten, ausgerüstet für die Behandlung von Ebola-Kranken? In dem Spital hat Ärzte ohne Grenzen in Zelten eine extra Behandlungseinheit für Ebola-Erkrankte eingerichtet, einfach um auch das Krankenhaus zu schützen, dass die Menschen mit Verdacht nicht im Krankenhaus aufgenommen werden, sondern extra erstmal separiert und isoliert werden. Und die Ebola-Erkrankten bleiben bei uns, die versorgen wir dann. Und wie steht es um Ihre Ausrüstung? Haben Sie genügend Material oder fehlt es da am einen oder anderen? Ausrüstung ist erstmal in Bezug auf Schutzausrüstung gar kein Problem. Ohne komplette Schutzausrüstung geht niemand da rein. Das wird alles kontrolliert, auch mehrfach nach Mehr-Augen-Prinzip. Ausrüstung vor Ort ist so, dass man eine Basisversorgung machen kann. Ich würde mir viele Male wünschen, dass ich irgendwie so eine kleine Tür habe, wo ich einfach Patienten durchschicken kann auf eine europäische Intensivstation, weil man natürlich mit den Basismaßnahmen wie Flüssigkeit geben, Schmerzen lindern, was gegen Erbrechen geben etc., da kann man zwar schon viel erreichen, man kann die Sterblichkeit schon senken dadurch, vor allem wenn die Leute frühzeitig kommen, aber gerade auch wenn es dann in die Phase des Organversagens geht, dann heißt es leider meistens, dass die Menschen dann doch bei uns versterben und das tun leider doch auch relativ viele. Wie erleben Sie den Umgang mit den Menschen vor Ort, den Patientinnen und Patienten, aber auch mit deren Angehörigen? Also das ist eine unglaubliche Stresssituation. Die haben wahnsinnig Angst, sind völlig verzweifelt. Man hat das Problem, dass die Menschen isoliert werden müssen, von ihren Familien auch. Das heißt, sie sind gefühlt alleine im Zelt mit ein paar anderen. Die sehen dann an den anderen Mitpatientinnen und Patienten, wie die auch erkranken, wie die anfangen zu bluten, wie manche auch versterben. Und die haben natürlich auch wahnsinnig Angst, dass sie Menschen in ihrer Familie angesteckt haben können. Das sind halt gerade die nächsten Angehörigen, die betroffen sind. Und das heißt, die psychologische Situation ist
katastrophal. Es kommen dann natürlich nur wir als Mitarbeiter rein in gelben Ganzkörperanzügen, wo man nur so ein bisschen die Augen sieht und oben auf der Stirn ist der Name. Aber das ist natürlich auch irgendwie wie Mondmenschen, die man dann vor sich sieht. Und abgesehen davon hat man Angst, dass man an einer Erkrankung verstirbt, wo es nicht viele Behandlungsmöglichkeiten gibt. Sie arbeiten in einem Gebiet, wo die Sicherheitslage sehr instabil ist. Sie arbeiten mit einer Krankheit, mit Patientinnen und Patienten, die hoch ansteckend sind. Machen Sie sich auch Sorgen um sich selbst? Es ist nicht so, dass ich ständig mit schlotternden Knien im Behandlungszentrum stehe und denke, oh Gott, jetzt passiert mir das Allerschlimmste und ich stecke mich jetzt sofort an und sterbe gleich. Es ist eine Situation in Bezug auf Ebola, wo man sich schützen kann, wo auch diese ganzen Schutzmaßnahmen ganz, ganz penibel ständig überwacht werden und immer noch jemand anders einen mitkontrolliert und mit aufpasst. Was nicht heißt, dass nicht trotzdem immer irgendwas passieren kann. Aber das ist etwas, wo ich nicht permanent wilde Angst habe. Etwas, wo ich aber natürlich Respekt vorhabe. In Bezug auf die Sicherheitslage ist es so, dass Ärzte ohne Grenzen hier in der Region schon sehr lange ist, dass viele Menschen Ärzte ohne Grenzen kennen und auch schon über Ärzte ohne Grenzen medizinische Behandlung erfahren haben und auch hier in der Region das gut verwurzelt ist. Und das heißt, die Menschen sind an sich sehr, sehr dankbar, dass wir da sind. Da habe ich nicht so sehr das Gefühl, dass ich von den Menschen hier vor Ort angegriffen werden könnte, sag ich mal. Die bewaffneten Gruppen, die haben ihre Konflikte untereinander. Das ist aber an sich nicht per se gegen Ärzte ohne Grenzen gerichtet, sondern das sind lokale kriegerische Auseinandersetzungen, die hier einfach leider auch schon seit eher Jahrzehnten bestehen. Allen Widrigkeiten zum Trotz, Frau Piepel, was treibt Sie an, auch für den nächsten Dienst wieder in den Schutzanzug zu steigen? Also das, was man merkt, ist, dass es tatsächlich besser wird. Die hatten hier am Anfang eine 100%ige Sterblichkeit. Das heißt, es hat keiner überlebt. Und inzwischen kann ich mehr Menschen gesund entlassen als verstorben. Und das ist schon auch eine Wahnsinnserleichterung für das medizinische Team, weil das natürlich für alle unglaublich hart ist, immer wieder junge Menschen, vor allem teils auch Kinder, versterben zu sehen. Und zu sehen, dass dann doch welche geheilt entlassen werden, die Familien zu sehen, das ist schon sehr bewegend. Und das ist irgendwie das doch, wo man denkt, okay, ich weiß, wofür ich es mache. Sagt Christiane Piepel von Médecins Sans Frontières. Sie ist derzeit in der Provinz Ituri im Einsatz. Wir haben sie telefonisch erreicht. In der Schweiz kommt rund jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt. In Europa haben nur Deutschland und Italien ähnlich hohe Kaiserschnittraten. Je nach Region sind die Unterschiede in der Schweiz allerdings erheblich. Dabei spielt die Wahl des Spitals eine zentrale Rolle und auch, wie unterschiedliche Geburtsarten vergütet werden. Noemi Ackermann. Besonders hoch ist die Kaiserschnittrate im Kanton Zug. Dort liegt sie bei rund 40%. Mit knapp 25% liegt der Kanton Jura am unteren Ende der Skala. Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium hat Geburten zwischen 2015 und 2023 untersucht und nach Gründen für diese regionalen Unterschiede gesucht. Klar ist, an Faktoren wie zum Beispiel dem Alter der Mutter oder einer Mehrlingsgeburt allein kann es nicht liegen, sagt Floros Stempfel, Projektleiterin der Studie. Diese Unterschiede in den geburtsbezogenen Risikofaktoren können die kantonalen Unterschiede in den Kaiserschnittraten nur teilweise und nicht komplett erklären. Woran liegt es also, dass es im einen Kanton deutlich mehr Kaiserschnitte gibt als in einem anderen? Ein Teil der Antwort liegt bei den Spitälern, sagt Stempfel. Es zeigt sich, dass das behandelnde Spital, die medizinische Praxiskultur in diesem Spital, einen großen Einfluss auf die Kaiserschnittwahrscheinlichkeit hat. Sobald wir das Spital einbeziehen, verschwindet der Einfluss des Wohnkantons praktisch vollständig. Sprich, der Einfluss der Spitäler ist wichtiger als die Frage des Kantons. Wieso einige Spitäler hohe Kaiserschnittraten haben und andere nicht, vermögen allerdings auch die Autorinnen und Autoren des Berichts nicht abschließend zu sagen. Begleitet wurde der Bericht von verschiedenen Fachpersonen, auch von Ann Steiner vom Schweizerischen Hebammenverband. Sie ist auch die Leiterin des Geburtshauses im Kantonsspital Aarau. Sie sei nicht erstaunt über den Befund des Berichts. Es lohne sich da genau hinzusehen, denn es ist sicher so, dass es aufs große Ganze gesehen gesünder ist, langfristig keinen Kaiserschnitt im Leben gehabt zu haben.
Also weil viele Risiken hat man dann einfach nicht. Aber vaginale Geburten können auch Probleme machen. Beispielsweise berge ein Kaiserschnitt auch das Risiko einer großen Bauchoperation. Werdende Mütter wünschten sich vor allem eines, so die Hebamme. Wir wissen aus Studien, auch in der Schweiz, die allermeisten Frauen, also über 90%, die wollen einfach nur ein Kind kriegen. Und die wünschen sich so wenig Eingriffe wie möglich. Und wenn ich mir dann überlege, von diesen Frauen haben dann 35 oder fast 35% am Ende einen Kaiserschnitt, dann ist das schon enttäuschend auch für die Frauen, weil das war nicht ihr primärer Wunsch, das war nicht ihre Wahl. Das deutet darauf hin, dass der Entscheid für einen Kaiserschnitt oft eine Frage der gängigen Praxis in einem einzelnen Spital sei. Wenn es medizinische Gründe gäbe für einen Kaiserschnitt oder dieser der ausdrückliche Wunsch einer Frau sei, dann sei ein Kaiserschnitt legitim. Ansteiner kritisiert aber die unterschiedlichen Vergütungen von vaginaler Geburt und Kaiserschnitt. Es ist auch schwierig, dass eine vaginale Geburt, die sehr viel aufwendiger eigentlich ist als so ein geplanter Kaiserschnitt. Also es müssen alle bereitstehen rund um die Uhr. Keiner weiß, wann die Geburt losgeht. Keiner weiß, wie die Geburt verlaufen wird. Und ein Team aus Hebammen und Ärztinnen verschiedener Professionen steht bereit, in der Hoffnung, möglichst nichts tun zu müssen. Und zum Schluss gibt es dann, auch wenn es eine sehr aufwendige Geburt war, deutlich weniger Geld als für den Kaiserschnitt. Möglicherweise spielen also finanzielle Überlegungen mit, wenn es darum geht, einer werdenden Mutter zum Kaiserschnitt zu raten. Um diese Zusammenhänge besser zu verstehen, braucht es allerdings weitere Untersuchungen, sagen sowohl Ansteiner wie auch Florence Stempfel. Spanien und Portugal kennt man als enge Nachbarn mit guten Beziehungen. Aber auch in guten Beziehungen gibt es bekanntlich manchmal Streit. Im Fall von Spanien und Portugal gilt dies, wenn es um Olivenza im Südwesten Spaniens geht. Die Kleinstadt ist spanisch, aber Portugal erhebt seit über 200 Jahren Anspruch auf den Grenzort. Wie die Menschen in Olivenza damit leben, in der Reportage von Auslandredaktor Beat Vogt. Portugal ist überall in der Altstadt von Olivenza. Man geht sogar über Portugal. Gassen, Trottoirs, Plätze sind gepflastert in typischen schwarz-weißen Mustern. La calzadinha, que se llama en portugués, la calzadinha portuguesa. Portugiesische Pflasterung nenne sich das, sagt Luis Alfonso Limpo. Der Lokalhistoriker hat jahrelang im Gemeindearchiv gearbeitet und kennt hier jede Ecke. Y allí al fondo tenemos lo que es la iglesia de la Magdalena, que fue convertida en iglesia ya en la época de oro. Da drüben ist die Magdalena-Kirche, erbaut in der goldenen Zeit Olivenzas, im 16. Jahrhundert unter dem portugiesischen König Manuel I. Die Epoche der Entdecker, als die Portugiesen nach Brasilien gingen. De los portugueses a Brasil. Insgesamt über 5 Jahrhunderte war Olivenza portugiesisch. España intentó en todas las guerras reconquistar. Immer wieder habe Spanien die Stadt zu erobern versucht, aber erst im Jahr 1801, im sogenannten Orangenkrieg, gelang es. Seither ist Olivenza spanisch. Wobei das in Portugal regelmäßig in Frage gestellt wird. Schlagzeilen bis nach Spanien machte etwa vor knapp 2 Jahren der damalige Verteidigungsminister Nuno Melo, als er auf einer Militärbasis nahe der Grenze in die Pressemikrofone sagte: Olivenza ist portugiesisch und sollte dem portugiesischen Staat zurückgegeben werden. In ihrem kleinen Atelier in der Altstadt sitzt Marianne Felipe Vidigal hinter einer Nähmaschine. Mira, esta máquina era de mi abuela y mi abuela hacía zapatillas en esa máquina. Schau dir diese Maschine an. Sie gehörte meiner Großmutter. Sie nähte damit Hausschuhe. Tagsüber ging sie zur Arbeit und nachts fertigte sie eben Hausschuhe. Ihre Großeltern gehörten zur letzten Generation in Olivenza, die noch Portugiesisch als Muttersprache hatte. Beziehungsweise Portuñol, eine Mischung aus Portugiesisch und Spanisch. Während der Franco-Diktatur verschwand die Sprache zunehmend. In den Schulen war nur Spanisch erlaubt. Sie selber spreche zwar kein Portugiesisch, sagt die 50-jährige Näherin, aber
Ich bin bei den Großeltern aufgewachsen. Sie sprachen untereinander Portugiesisch. Sie glaubten, ich verstehe sie nicht, aber ich verstand natürlich alles. Von den portugiesischen Ansprüchen auf Olivenza hält sie gar nichts. Warum wollen die das? Wir kommen gut miteinander aus. Das ist doch Unsinn. Ich weiß nicht, ich möchte nicht Portugiesin sein. Ich kann dir nicht erklären, warum, aber ich möchte es nicht. Dabei könnte sie. Seit einigen Jahren haben Menschen aus ursprünglich portugiesischen Familien das Recht, neben der spanischen auch die portugiesische Nationalität anzunehmen. Viele hier hätten das getan. Sie verstehe das nicht. Die Leute wollten, dass Olivenza Spanisch bleibe, aber trotzdem die portugiesische Staatsbürgerschaft. Das sei doch eher absurd. Lokalhistoriker Luis Limpo hingegen nutzte die Gelegenheit. Seit rund 10 Jahren hat er auch einen portugiesischen Pass. Gleichzeitig hält er fest, Olivenza ist Spanisch. Zwar sei Spanien 1815 dazu aufgefordert worden, über eine Rückgabe an Portugal zu verhandeln. So stehe es in der Schlussakte des Wiener Kongresses, an dem Europa politisch neu geordnet wurde, nachdem Napoleon endgültig abgedankt hatte. El artículo lo que dice es que hay que negociar esa devolución y España cumplió ese compromiso negociador. Doch Spanien habe verhandelt und damit die Verpflichtung erfüllt, auch wenn dies nicht zur Rückgabe Olivenzas geführt habe. Im Alltag der Menschen hier spiele das ohnehin keine Rolle. Die Beziehungen von Olivenza zu Elvas, der portugiesischen Kleinstadt auf der anderen Seite der Grenze, seien gut, sagt Limpo und fügt an, der Bürgermeister von Olivenza sei sogar verheiratet mit einer Frau aus Elvas. Nuestro actual alcalde, está casado con una muchacha de Elvas. Sagt der Lokalhistoriker Luis Alfonso Limpo in der Reportage von Beat Vogts. So viel Echo der Zeit für heute Sonntag, den 16. August. Redaktionsschluss 18.27 Uhr. Lukas Schneider war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Adrian Huber. Mein Name Brigitte Kramer. Danke für Ihr Interesse. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.